Viele Leute fragen sich ja immer wieder, warum ist die Schweiz so eine neutrale Insel mitten in Europa? Um euch das zu erklären, würde ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Aus dem Buch der Bücher, aus der Entstehungsgeschichte der Welt und der Schweiz, aus der sogenannten Guinness Suisse. Vor langer, langer Zeit hat Gott die Welt erschaffen. Zuerst Menschen, dann Tiere und dann der ganze Rest. Nach all dem hat er dann gesagt, jetzt mache ich Licht, und dann ist hell geworden. Dann hat Gott die Welt angeschaut und hat gefunden, mal, das ist gut, und hat das Licht wieder abgeschaltet. Mit der Zeit hat er dann aber gemerkt, dass er sich damit ja eigentlich zum Lichtschalter der Welt gemacht hat. Ja, jeden Morgen hat er das Licht ein- und jeden Abend wieder ausschalten. Das kann es doch nicht sein, hat er gefunden und hat darum Hilfe gesucht. Und zwar bei den Schweizer. Weil sie die Einzigen waren, die Schweizerdeutsch verstanden haben. Sie haben ihm dann gesagt, er solle doch einfach das Licht brennen und die Erde um die eigene Achse rotieren lassen. So hätte jeder auf der Erde immer wieder mal Licht. Was? Die Erde ist eine Kugel? Hat Gott ganz verdutzt gefragt. Die Schweizer haben auf das aber sich gegenseitig angeschaut und die Augen vertrüllt, dass die Erde keine Kugel sei, sondern ein Rotationsellipsoid. Das Licht dann also nicht ewig brennen lassen, weil es früher oder später die Birne putzt, haben sie ihm dann nicht mehr gesagt. Und dass all die Völker, die schon so lange müssen, auf der dunklen Seite der Erde leben, weil Gott gemeint hat, sie seien Scheiben, mega hässig auf ihn sind und sich darum bereits anderen Glaubensrichtungen angeschlossen haben, haben sie ihm dann alle aber nicht erzählen. Schliesslich war er ja noch ein Kind. Und weil er sowieso schon recht überfordert war, hat er den Schweizer gesagt, sie sollten doch einfach schon mal anfangen. Er ginge nur kurz Ziggis holen. Und das haben die Schweizer dann auch gemacht. Sie haben ein gigantisches Uhrwerk gebaut, ein tiefes Loch bis zum Erdkern gegraben, die Uhr dann im Mittelpunkt der Erde platziert und in Gang gesetzt. Und ab dem Moment hat sich die Erde um die eigene Achse gedrüllt. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Von dort kommt übrigens auch die Redewendung. Die Schweizer sind dann wieder aus dem Loch rausgeklettert und haben einen riesigen Haufen aus Stein darauf errichtet, sodass niemand Zugriff zu dieser Welttour hat, außer sie selber natürlich. In der Zwischenzeit ist Gott wieder zurückgekommen und hat gesehen, was passiert ist. Und weil er mittlerweile ein Teenie und dementsprechend schwierig war, hat er es dann gleich blöd gefunden, dass die Schweizer schon alles selber gemacht haben. Darum hat er darauf beharrt, dass sie den Steinhaufen über der Welttour wenigstens nach ihm benennen. Die Schweizer haben das zwar lächerlich gefunden, haben dann aber zum Gott beruhigen seinem Wunsch dann gleich entsprochen, nicht aber ohne sich einen kleinen Scherz auf seine Kosten zu erlauben. Mit einem Seitenhieb auf seinen seit der Pubertät wild wuchernden Körperhaarwuchs haben die Schweizer die Steinformation Gotthard massiv genannt. Auf jeden Fall sind die Schweizer darum nicht nur für hochwertige Uhren bekannt, sondern eben eigentlich auch die Herrscher über die ganze Welt. Weil auch heute noch hat der Schweizer Bundespräsident in seinem Büro einen roten Knopf mit einem Kabel bis tief in den Erdkern hinein, mit dem er jederzeit die Welt anhalten kann. Und vor dem haben natürlich alle anderen Länder Angst. Weil, wenn die Erde nicht mehr rotieren würde, gäbe es keine Zentrifugalkraft mehr. Das ganze Wasser würde vom Äquator zum Nord- und Südpol abfließen und ganz Europa würde überschwemmt werden. Und das Einzige, was dann noch übrig bleiben würde, wären ein paar wenige kleine Schweizer Inseln, unter anderem eben auch das Gotthardmassiv. Und das verschafft der Schweiz eben auch heute noch so eine komfortable Position in den Verhandlungen mit der EU. Weil jedes Mal, wenn die dort draussen zu aufdringlich werden und die Schweiz zum Mitmachen ermuntern, streichelt einfach der Bundespräsident ganz zärtlich seinen roten Knopf. Renato Kaiser!